Siehe, ich mache alles neu. So lautet die von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen für das Jahr 2026 ausgewählte Losung. Das Bibelwort soll uns durch das neue Jahr begleiten. Wie haben Sie es mit dem Neuen? Ist Ihnen Neues willkommen oder ist es für Sie eher befremdlich, ja gar bedrohlich? Erwarten Sie, dass Neues Ihnen auch etwas bringt oder befürchten Sie eher, dass es Ihnen etwas wegnimmt? Vintage oder Retro, das ist in. Man sammelt alte Gegenstände, man besinnt sich auf alte Brüche, aber die wenigsten wollen wirklich früher leben. Es ist doch so manches Angenehmes dazu erfunden worden seit früher. Und Angenehmes Neues, das haben wir gern, das wollen wir auch behalten. Im Blick auf das, was unser Leben beschwerlich macht, da hoffen wir, dass es Neues, Besseres gibt. Der Prediger Salomo allerdings dämpft zu optimistische Erwartungen. Es gibt nichts wirklich Neues unter der Sonne, sagt er. Alles ist irgendwie nur eine Neuauflage von Sachen, die es früher schon gegeben hat. Nicht unbedingt im technischen Bereich, aber in der Art, wie wir Menschen das Leben anpacken und miteinander umgehen. Es gibt auch eine Skepsis gegenüber Neuem. Im Alten, wie es war, da hat man sich daran gewöhnt, da kennt man sich aus. Und Neues bedeutet Veränderung und damit Unsicherheit. Man will nicht den Neuwein, man hat den Alt gern. Aber man könnte es dem Strom von der Entwicklung ja gar nicht entziehen. Es gibt ständige Veränderung, auch wenn da dabei nicht wirklich Neues rauskommt, wie der Prediger festhält. Was aber bedeutet es jetzt, wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu? Was kann uns das Wort zeigen, wenn Sie es als Jahreslosung durch das Jahr begleiten soll? Schon in alttestamentlicher Zeit hat Gott durch den Prophet Jesaja ins Weltgetriebe gesagt, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und wo dann die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt geboren werden. Und er sagt, Gott kündet an, ich mache einen Weg in der Wüste und er, Jesus Christus, sagt, ich bin der Weg. Gott kündet an, Wasserströme in der Einöde. Und unser Heiland sagt, wenn jemand dürstet, komm er zu mir. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Ja, durch unseren Erlöser Jesus Christus hat Gott angefangen, etwas Neues zu schaffen. Darum schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, was ist denn neu geworden durch den Jesus Christus? So neu, dass der Paulus von einer neuen Schöpfung redet. Von Gott entfremdete Menschen finden durch den Jesus Christus zu einer vertrauten, persönlichen Beziehung zu Gott. Sie dürfen Gotteskind werden. Menschen, die durch Sünde und Schuld im Unfrieden mit Gott gewesen sind, kommen Vergebung über und finden Frieden mit Gott. Orientierungslose Menschen kommen durch die Bibel eine Orientierung über, sodass sie Meinungen und Motive prüfen können und das Gute behalten, aber das Böse abweisen. So werden Menschen befähigt, ein neues Leben zu führen.
Im Glauben an unseren Erlöser dürfen wir das erleben, was der Jesaja bildhaft angekündigt hat. Gott macht einen Weg durch die Wüste und erschließt Wasserströme in der Einöde. Gott schenkt uns Lebenswasser und lässt uns den Weg finden, im Auf und Ab und hin und her von der Welt. Aber ist das schon ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine neue Welt? Nein. Und warum nicht? Setzen wir einfach zu wenig das von dem Neuen, was Gott uns durch das Evangelium schenkt? Würde sich unsere Welt in eine bessere, ja neue Welt verwandeln, wenn wir uns noch genug anstrengen würden? Der Herr sagt doch in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß, ich lebe das geschenkte Neue. Ich lebe das zeigte Gute nur ansatzweise. Die weltweite Kirche, alle an Herr Jesus Christus gläubige Menschen in der Welt haben durch den Glauben ein neues, erlöstes Leben anfangen dürfen. Und sie erleben das als etwas, was ihnen Boden unter die Füße gibt. Etwas, was sie beglückt, etwas, was sie motiviert und ihnen Lebensmut schenkt. Aber jeder und jede Einzelne und die Kirche als Ganze bleibt gehemmt und hindert das vollständig auszuleben. Wir bleiben gehemmt und gehindert durch die Neigung zur Sünde, die wir immer noch in uns haben, durch Bequemlichkeit oder auch durch Ängstlichkeit, das erkannte Gute in der Gesellschaft auch zu vertreten. Unser Licht leuchtet oft nicht in dieser Klarheit und Intensität, wie es möglich wäre. Aber es leuchtet schon. Man kann durchaus positive Auswirkungen vom Evangelium in der Weltgeschichte sehen. Wir lassen als Christinnen und Christen das Licht vom Evangelium leuchten. Und es wird auch gesehen. Aber das wird meistens nicht gern gesehen. Im Gespräch mit dem Nikodemus hat unser Herr gesagt, das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Weil wir Menschen von Natur aus nicht das wollen, was Gott will, bedeutet gläubig werden auch immer Umkehr. Abkehr von einem von Gott entfremdeten Leben, Hinkehr zu einem Leben, das sich am Willen von Gott orientiert. In einem gewissen Sinn kann man sagen, das Evangelium macht uns zu Verlierer. Nämlich dort, wo wir durch ein egoistisches Verhalten uns auf Kosten von anderen Vorteile ergattert haben. Da bedeutet Christwerden dann Abkehr von dem Lebensstil und damit ein Verzicht auf die so errungenen Vorteile. Als erlöste Menschen wissen wir, wie viel wir dafür von Gott geschenkt bekommen. Aber die unerlöste Welt, die sieht nur eine Gefährdung von ihrem Besitzstand und wehrt sich darum kräftig gegen das Evangelium. Noch nie sind so viele Christinnen und Christen verfolgt worden wie in unserer Zeit. Und nicht nur in diktatorisch regierten Ländern, sondern auch in demokratischen, wie der Schweiz, wird die Redefreiheit und damit das öffentliche Vertreten von der ethischen Forderungen vom Evangelium immer mehr eingeschränkt und mit Sanktionen beleidigt. Im vorletzten und letzten Jahrhundert, in einer Zeit, wo viele christliche Missions- und Hilfswerke entstanden sind, da sind manche einem utopischen Optimismus angehangen. Sie haben gemeint, durch Mission und Hilfe breitet sich das Gute in aller Welt aus.
da werde das Böse immer mehr an den Rand drängt und verwandle sich auf die Art die Welt langsam, aber sicher in eine neue, gute Welt. Es gibt immer noch Leute, die das erhoffen. Sie werden enttäuscht. Im Buch von der Offenbarung wird es geschildert, wie die Zustände auf der Erde schlimmer und nicht besser werden. Und gleich ist Resignation fehl am Platz. Resignation oder gar Verzweiflung sind nicht die richtige Antwort auf die unrealistische Utopie. Am Schluss der Bibel sagt Gott, und das ist das einzige Mal im Buch der Offenbarung, wo Gott der Vater direkt von seinem Thron aus zum Johannes redet. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Nicht wir müssen die Welt neu machen. Gott will das tun. Diese Hoffnung haben wir als an Jesus Christus gläubige Menschen. Durch das Evangelium hat Gott schon etwas Neues in die Welt eingegeben, in unser Leben eingegeben. Aber dadurch ist die Welt selber nicht neu geworden und wird sie nicht neu. Die neue Welt kommt erst, wenn Gott die alte Welt in der Gluthitze auflöst. Davon schreibt der Apostel Petrus in seinem 2. Brief, im 3. Kapitel. Es lohnt sich, das für sich selber durchzulesen. Wenn Gott die alte Welt auflöst, erst dann schafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber dann ist es radikal und ganz und gar eine neue Welt. Der Johannes hat etwas davon sehen und hat geschrieben, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, und noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was der Johannes da gesehen hat, wenn das eintritt, dann wird Gott erfüllen, was er auch durch den Prophet Jesaja angekündigt hat. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. Jetzt bahnt Gott einen Weg durch die Wüste der alten Welt und drängt und stärkt uns mit Lebenswasser. Dann aber werden wir in einer völlig neuen Welt leben. In einer Welt, wie wir sie uns jetzt gar noch nicht recht vorstellen können. Es wird nichts Böses mehr geben. Wir werden auch nicht mehr mit Versuchungen zu kämpfen haben. Es wird keine Krankheit mehr geben und kein Tod mehr. Wir werden in einem neuen, in einem Auferstehungsleib ewig bei Gott leben, ihm dienen und uns an ihm freuen. Zusammen mit allen Menschen, die durch Jesus Christus erlöst sind. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir,
Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Was kann das für uns bedeuten in dem noch jungen Jahr 2026? Das nächste Mal, wir wissen nicht, wann Gott alles neu machen wird. Wir wissen nicht, ob das 2026 sein wird. Angefangen haben wir ein weiteres Jahr, das zu dieser alten Welt gehört. Und insofern ist es auch ein weiteres Jahr, wo nichts wirklich Neues unter der Sonne geschieht, wo man neben Erfreulichem auch mit viel Unerfreulichem und Notvollem konfrontiert werden. Aber wir dürfen eine grosse Hoffnung haben. Es kommt der Tag, wo Gott alles neu machen wird. Er hat ja seine Neuschöpfung schon angefangen. Er hat sie in uns und in allen an Erlöser Jesus Christus gläubigen Menschen schon angefangen. Gott hat uns durch die Erlösung, durch die Wiedergeburt, wo der Heilige Geist in uns gewirkt hat, wo wir gläubig geworden sind, ein neues Leben geschenkt. Das ist der Anfang von einer neuen Schöpfung. Der Anfang von einer neuen Welt. Wir dürfen als innerlich erneuerte Menschen in dieser alten Welt leben. In einer Welt, wo es viel Böses und viel Notvolles gibt. In einer Welt, wo es noch Tränen, Tod, Leid, Geschrei und Schmerz gibt. Wir leben noch in dieser alten Welt. Aber wir dürfen dabei Gewissheit haben, der Tag kommt, wo unser Leben in dieser alten Welt übergeht ins Leben in einer neuen Welt, wo Gott schaffen wird. Ob wir Freude oder Leid erleben, wir haben diese wunderbare Perspektive. Es geht unaufhaltsam dem Tag entgegen, wo Gott alles neu machen wird. Die Jahreslosung erinnert uns an die grosse Hoffnung, die wir haben dürfen. Und sie soll uns motivieren, unser Christsein konsequent und mutig zu leben. Ihr seid das Licht der Welt, sagt der Herr. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch wenn wir noch in dieser alten Welt sind, wir dürfen schon im Geist von der neuen Welt leben. Und in der neuen Welt, da wohnt Gerechtigkeit. Da wird alles recht, alles gut sein. Wir dürfen durch unser Leben, durch unseren Einsatz fürs Gute, für die Liebe, für die Gerechtigkeit, etwas aufleuchten lassen von dieser neuen Welt. Vielleicht können wir dadurch das Leben von anderen Menschen und das Zusammenleben positiv beeinflussen. Vielleicht geschieht sogar, dass andere Menschen sich durch unser Lebenszeugnis für den Glauben auftun können. Das aber ist nicht garantiert. Es kann auch sein, dass sie verständnislos oder abweisend reagieren. Das soll uns aber nicht mutlos machen. Unsere Motivation ist nicht, was andere Menschen über uns denken, sondern was Gott denkt. Er hat Neues in uns innen angefangen. Und das Neue wollen wir leben, so gut wir können. Die Jahreslosung gibt uns Hoffnung, eine Perspektive und sie motiviert uns. Und sie kann uns gleichzeitig dabei eine getroste Gelassenheit geben. Denn sie macht uns klar, nicht wir können und müssen die neue Welt schaffen. Das wird Gott zu seiner Zeit machen. Würden wir uns
fürs Gute, für die Liebe, für Frieden, für Gerechtigkeit, für die Gesunderhaltung der Lebensbedingungen auf dieser Erde einsetzen, in der Erwartung, wir müssen das zusammen mit allen Menschen, die guten Willen haben, zustande bringen, dass die alte Welt gut wird, dass sie durch uns in eine neue Welt verwandelt wird, dann müssten wir verzweifeln. Aber jetzt wissen wir, die Neuschöpfung, das ist die Sache von Gott. Das wird er machen. Unser Engagement kann durchaus da und dort positive Auswirkungen haben. Aber unser Engagement darf Flickwerk bleiben. Ja, unser Engagement wird Flickwerk bleiben. Und wir dürfen getrost nur Flickwerk machen in dieser alten Welt, weil Gott das neue Werk schaffen wird. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Das soll uns Hoffnung schenken. Das soll uns motivieren und das soll uns getrost und gelassen machen auf unserem Weg durchs Jahr 2026. Amen.